Ich lade noch ein, zu erwarten, dass der Gott, von dem wir jetzt gehört haben, wo wir schon gesungen haben, mit in unser Leben möchte einreden. Und ich lese den Predigtext. Und wer so in der Bibel ein bisschen mehr kennt, und man muss die Bibel nicht kennen, um da zu sein, aber der hat den Text sicher schon mal gehört. Das sind so Schlüsselverse vom Galaterbrief. Ich lese uns die Vers vor, aus dem Galater 5, Vers 22 bis 25. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Ich möchte beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der uns liebt, der uns so nahe kommt, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, aber dass du uns bis ins Innerste kennst. Da bitte ich, lass uns dein Reden hören. Du sagst, dein Wort ist lebendig, es ist kräftig. Wir müssen es nicht zuerst spannend machen, sondern ich bitte dich, dass sich es einfach so entfaltet, wie du willst, weil wir dich nötig haben, nötiger als wir selber realisieren, Herr. Lass uns das erleben, wie du begegnest, wie du redest, mit in unsere Situation, mit in unser Herz hinein. Leite uns, wenn wir durch diesen Text gehen. Amen. Eine Frage, die uns leitet, wenn wir jetzt in der Predigt sind, ist die Frage, wie können sich Menschen wirklich verändern? Und je nachdem, je nach Hintergrund, kennt ihr diese Frage vielleicht auch. Also wenn ihr so in der Gemeinde arbeitet wie ich, da habe ich immer die Situationen, wo ich denke, wie könnte sich diese Person wirklich verändern? In ihrer Art, ihrer Persönlichkeit, ihrem Umgang damit, in ihren Sorgen, in ihrer Wut, ihrem Frust, in ihrer Enttäuschung. Und man kann es nicht, also man kann versuchen, es selbst zu tun, oder? So jemand anderes zu ändern oder einen Partner zu ändern mit Druck und jetzt mach mal und mehr und du solltest doch. Man kann jenste Tipps und Coachings und was, es gibt jenste Möglichkeiten. Und die haben alle ihren Wert. Der Galaterbrief geht in seiner Hauptbotschaft eigentlich tiefer. Und das ist das, was uns Gott anbietet in der Bibel. Eine Kraft, die Menschen verändern kann. Nochmals viel, viel tiefer als alle Tipps, was man sollte und tun muss und Beschämung und mach doch. Wir fahren wie mit dem Lift nochmals 10 Etagen runter. Und was uns dieser Brief zeigt, ist eigentlich, was Menschen wirklich verändern kann, ist die Botschaft des Evangeliums, die durch das Wirken des Heiligen Geistes in mein Leben kommt. Etwas abstrakt, das entfalten wir. Aber was wirklich verändern kann, was in dir wirksam sein kann, ist die Kraft, ist die Botschaft, die Kraft des Evangeliums durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und als ich mich beschäftigt habe mit diesem Text, wurde mir etwas oder passierte für mich etwas, das ihr vielleicht auch erlebt oder schon erlebt habt oder jetzt gerade während der Predigt. Ich habe für mich gemerkt, wie ich eine Sehnsucht bekam. Eine Sehnsucht, dass wir das erleben können. Und habe dann Situationen vor Augen. Ich mir wünsche, dass wenn das Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung und so weiter, dass das in Familien noch sichtbarer werden darf. Dass das in Ehen erfahren werden darf. Dass das Personen erfahren dürfen, die gerade vielleicht sehr beladen sind, voller Sorgen sind. Dass mein Leben das erfahren darf. Dass das stärker erfahrbar wird. Das ist die Realität, die wir hier lesen, dass das möglich ist. Dass auch in den Situationen, die heute hier sind, und in den Familien und Nachbarschaftsbeziehungen und sonst Beziehungen drin, dass sich noch mehr entfalten kann. Auch in dir, durch dich. Dass die Menschen, die dir ganz nah sind, so wie denken in diesem Jahr, irgendwas hat sich hier verändert. Das war doch anders letztes Jahr. Das ist nicht, weil wir jetzt sagen, ja, du musst nur und mach. Das ist die Kraft des Evangeliums in unserem Leben. Und eine Sehnsucht, dass das geschieht, dass ich ein guter Boden bin dafür. Weil das will Gott wirken. So tauchen wir hinein. Wir schauen diese Verse wie unter 3 Aspekten an, nämlich wir sehen das Prinzip von Frucht,
die Sehnsucht nach Frucht und das Wachstum von Frucht. Wir gehen also nicht in die Details jetzt dieser einzelnen Dinge, sondern das Prinzip von Frucht. Die Sehnsucht nach Frucht und das Wachstum von Frucht. Paulus wählt, wenn wir dieses Prinzip von Frucht anschauen wollen, wählt seine Bilder natürlich nicht zufällig. Also er sitzt ja nicht einfach hier und denkt, ja, so Frucht, das wäre noch so ein gutes Beispiel für das, sondern das ist vom Heiligen Geist inspiriert, ganz bewusst, um etwas, eine Wahrheit zu beschreiben. Und hier wählt er dieses Bild von Wachstum. Die Situation, wo wir im Galaterbrief sind, ist noch wichtig, bei jedem Text, das sich kurz bewusst zu machen, die Situation ist, dass Paulus sagte, unter dem Gesetz, während Jesus glaubt, ist nicht mehr unter dem Gesetz. Da würde er verzweifeln. Ist nicht mehr darunter, halte das und das ein, dann nimmt dich Gott an. Sondern wer an Jesus glaubt, ist frei vom Gesetz, in der Freiheit des Glaubens. Also das ganze Glaubensleben steht nicht darin, was kann ich tun, damit Gott mich liebt, damit Gott mich annimmt, sondern weil er mich liebt, weil er mich annimmt, will ich lernen, nach seinem Willen zu leben. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist der Unterschied von einem religiösen System, wo man sich zu Gott hinaufarbeitet, zu der Botschaft des Evangeliums, das heißt gute Botschaft, wo Gott selbst sich zu uns hinabarbeitet. Glaubenswachstum ist immer aus Liebe und Dankbarkeit und nicht aus Druck und Angst, ob es genügt. Das betont er wie kurz vorher. Und dann sagt er, achtet darauf, die Taten des Fleisches, das sind Werke des Fleisches, das meint Werke, die wir aus uns selbst menschlich tun, also aus einer rein von Gott getrennten Natur, die tut nicht, so, aber dafür tut die Taten des Geistes. Und das sagt er nicht. Das ist eben das Interessante. Er redet von den Taten der rein menschlichen Natur, aber dann von der Frucht des Geistes. Also nicht, jetzt tut die Taten des Geistes dafür umso mehr, sondern die Frucht des Geistes aber. Und das ist dieses Bild, das ist dieses ganz andere Prinzip. Was macht das aus? Ich habe hier einen, bringe es euch mit. Noch nicht, sonst müsst ihr vielleicht weiterschalten. Ist ja noch ziemlich schwarz auf meinem Bildschirm. Ist auch nicht weiter schlimm, wäre sowieso nur unterstützt im Hintergrund. Wachstum, Frucht. Dahinter steht das Prinzip vom biologischen Wachstum. Was zeichnet das aus? Und ich habe nur 4 Dinge herausgegriffen. Es ist erstens, ist Wachstum verborgen. Biologisches Wachstum ist nie live beobachtbar. Da habe ich ein kleines Beispiel für euch. Ihr könnt nie vor einem Apfelbaum stehen und dann denken, wow, diese Äpfel wachsen schnell. Also ihr könnt es schon, weil ihr euch noch erinnert, wie das im Frühling war. Aber man sieht es nie im Moment. Und es passiert so viel bei Wachstum. Und wenn man davor steht, merkt man gar nichts davon. Das ist genauso bei Kindern, die wachsen ja auch biologisch. Das merkt ihr, wenn ihr gewisse Kinder ja dann so einige, manchmal nur Wochen oder einige Monate nicht seht, dann was sagt man immer, wow, bist du groß geworden. Aber im Moment, wenn ich vor meinen Kindern stehe, bewegt sich gar nichts an Wachstum. Oder? Es ist ganz verborgen, ganz langsam und trotzdem absolut sichtbar und wichtig. Genauso ist geistliches Wachstum. Man sieht es nicht im Moment. Es ist nichts, dass man jetzt wie heute Morgen mit ganz viel Bemühen und dann noch Vollgas Worship und dann bin ich ein anderer Mensch, wenn ich nach Hause gehe. Ja, vielleicht schon für eine Stunde, oder? Oder auch weniger, je nachdem, was so kommt. Es ist etwas, das ganz, ganz fein und langsam über Tage und Wochen und Monate und Jahre in unserem Leben entsteht und wächst. Und man realisiert es häufig erst im Rückblick. Ich denke an jemanden, der mir das jetzt in der mutigen Weise so gesagt hat. Du, ich merke plötzlich, mit diesem Konflikt da wäre ich letztes Jahr noch ganz anders umgegangen. Da wäre ich schon lange auf 180. Irgendwie ist etwas anders. Und dann das mitfeiern zu können mit Menschen, ist etwas ganz Schönes, Ermutigendes. Aber es geschieht verborgen. Das sieht man auch nicht auf der Bühne. Zweitens, biologisches Wachstum ist genau trotzdem sehr kraftvoll. Wir haben schon skizziert. Es hat die Kraft,
eine unbändige Kraft in sich. Also Frucht, die wächst. Oder einfach Wachstum, biologisches Wachstum, das wächst. Ihr kennt sicher das legendäre Beispiel, da habt ihr eine asphaltierte Straße, leblos, hart. Und dann so einen kleinen Löwenzahnsamen oder was auch immer, der sich irgendwie verfängt da in einen ganz, ganz kleinen Spalt und fast keine Chance. Wer gewinnt da, oder? Biologie oder Asphalt? Natürlich Asphalt, aber dann geschieht das und ich habe es euch einfach symbolisch mitgebracht für diese Predigt. Dann kann es wachsen und das kann so eine Kraft entfalten, man hat nicht so Freude daran, oder? Das kann regelrecht Asphalt aufsprengen mit der Zeit. So kraftvoll ist Wachstum, ist biologisches Wachstum. So kraftvoll ist es, wenn der Heilige Geist in unserem Herzen am Werk ist. Schritt für Schritt und langsam und unscheinbar, aber es kann jetzt im Bild den Asphalt unseres Herzens aufbrechen. Es kann Enttäuschungen und Bitterkeit, es kann tiefe Versagensgefühle aufbrechen. Es gibt Hoffnung für Menschen, Situationen, wo wir jetzt denken, ja, also der wird sich nie ändern. Bei ihr ist alle Hoffnung verloren. Unterschätze nicht dieses kraftvolle Wachstum, wenn der Heilige Geist am Werk ist. Das ist einerseits ermutigend. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, es ist am Werk in dir. Auch wenn man vielleicht gerade nicht so viel sieht, er ist am Werk kraftvoll. Es ist aber genauso auch also es fordert mich auch heraus, wenn das so ist. Weil das damit verbunden ist die Frage, wo sehe ich denn dieses Wachstum bei mir? Sehe ich diese kraftvolle Veränderung? Die stellt man sich am besten selbst und nicht, man denkt, ja, bei dem sehe ich es nicht und da sehe ich es auch nicht und der sollte auch mal und sie sollte sowieso. Dann sehe ich es bei mir. Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich dann besser vor Gott dastehe, aber weil das doch die Kraft ist, die in mir lebt, was ich mir eigentlich wünsche. Und da könnt ihr am besten die Menschen fragen, die euch ganz nahe sind. Das sind gar nicht so einfache Gespräche und die muss man auch nicht immer führen. Man sollte auch einigermaßen die Zeit dann dafür haben. Aber mal Menschen, die mir ganz nahe sind, da kann man die eigenen Kinder fragen oder Teenager-Kinder fragen. Da kann man, wenn man einen Partner hat, einen Partner fragen. Da kann man Eltern fragen, Freunde fragen. Du, siehst du etwas davon bei mir, von diesem Wachstum? Siehst du, dass irgendwie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit zunimmt? Und wo siehst du es oder wo siehst du es auch nicht? Es lohnt sich, sich dem mal zu stellen. So schnell schleifen sich Dinge so ein von Jahr zu Jahr. Es ist kraftvolles Wachstum. Es ist eigentlich nicht zu bändigen. Es ist dieses Wachstum, dieses biologische Wachstum, Frucht hat immer Wurzeln. Das ist dieses Prinzip. Wenn wir gleich nochmal den Apfelbaum hier vorne nehmen. Es ist ja nicht der Apfel, der zeigt, ob der Baum oder der dem Baum Kraft und Leben gibt. Und denkt, wow, ja, die Frucht, die ist entscheidend. Sondern es ist eigentlich genau umgekehrt. Es geht hinunter bis in die Wurzeln. Ein Baum mit tiefen, inneren, verborgenen, guten Wurzeln, gutem Boden, der gesund ist, der bringt als Folge gesunde Früchte hervor. Genauso ist beim geistlichen Wachstum, ist die Frucht, ist die Folge, es ist nicht das Entscheidende. Also nicht das, was wir ins Schaufenster stellen, sondern es kommt von etwas ganz Verborgenen, tief im Herzen. Und deshalb ist auch das Ziel dieser Predigt nicht, dass man jetzt wie die Frucht forciert. Die kann man ja auch bei anderen forcieren. Und also die Idee wäre jetzt nicht so im übertragenen Sinne, wenn man im Auto auf dem Nachhauseweg sagt, du, hast du es gehört? Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, könntest du mal etwas mehr? Dann erinnert, nein, das ist genau nicht die Absicht. Weil dann forcieren wir die äußere Frucht. Das funktioniert nicht so. Und das geschieht gar nicht so selten. Ich merke das so in der Seelsorge manchmal und dann höre ich dann, dass man so zu Hause sagt, ja, weißt du, David würde das ganz anders machen. Oder bei Janis wäre das ist nie sinnvoll. Also, wenn wir das so machen jetzt hier, bei Frucht, ihr kennt euch in Embach wahrscheinlich besser aus, noch mit Wachstum als ich, sogar jetzt mitten in Zürich. Aber wir müssen einen Baum pflegen, dass er Frucht hervorbringt. Wir können nicht in die Frucht kommen und denken, wow, ja, die da, jetzt forciere ich alles und mache und probiere.
Das ist wie Wachstum von der verkehrten Seite her. Also das Hauptding ist nicht, dass ich denke, ja, ich muss jetzt einfach liebevoller und freundlicher sein. Im dümmsten Fall sind wir dann in einer Gemeindekultur, wo nach außen alle immer fröhlich lächeln und sagen, ja, Jesus ist wunderbar, schön, seid ihr da, aber innerlich frustriert und enttäuscht sind. Wo man alles so süßlich anlächelt, aber eigentlich geht es einem immer ganz anders. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel, Wachstum ist mit tiefen Wurzeln, ist unsere Wurzeln. Und von der Bibel her unser Herz, das verändert werden muss und neu, dass der Heilige Geist neu machen will, dass das dann als Frucht herauskommt. Deshalb Wachstum. Und zum Schluss, es ist ein ganzheitliches Wachstum. Einfach nur kurz, aber manchmal kann man diesen Vers dann falsch betonen. Es ist kein Wunschkonzert. Frucht wächst immer ganz, oder? Das ist ja auch faszinierend, wie das eigentlich funktioniert. Also es wächst ja nie beim Apfel nur zuerst die rechte Seite und dann die linke. Oder zuerst mal oben und dann rutsch, sondern es kommt immer, das Ganze entfaltet sich. Es ist eine Frucht des Geistes. Es sind nicht Früchte des Geistes. Wir können sie nicht auswählen. Denke, ja, bei Liebe läuft es schon relativ gut, da betone ich noch mehr. Oder Freundlichkeit. Also es ist nicht einfach so, dass man mal das und dann mal das, sondern es ist alles vom einen aus. Also es hängt auch alles zusammen. Deshalb ist auch jeder herausgefordert. Es gibt ja Menschen, die sind von Natur aus freundlich, einfach schon rein ihre Person. Die sind aber dann nicht automatisch auch voller Frieden. Es gibt Menschen, die sind sehr liebevoll, sind nicht automatisch treu. Wer geduldig ist und so weiter. Das hängt nicht alles immer zusammen. Das heißt, jeder braucht es. Jeder ist herausgefordert. Keiner hat das von Natur aus einfach schon mit dabei. Wir brauchen dieses Wachstum alle. Das Prinzip von Wachstum. Und eben nicht tut das einfach, sondern verborgen, aber sehr kraftvoll. Es geht um das Innere und es wächst eigentlich das Ganze in unserem Leben heran. Um was geht es eigentlich? Auch wenn es nicht im Fokus ist, möchte ich jetzt kurz eintauchen in die einzelnen Aspekte dieser einen Frucht, oder? Also nicht, ich wähle aus. Ich habe euch den Vers vorne nochmals mitgebracht, wo es heißt, wir lesen von, was ist die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, die wächst in meinem Leben. Sie besteht in Liebe. Ich sage immer nur einen kurzen Satz, ihr müsst den auch nicht für euch merken, aber vielleicht bleibt ein oder zwei davon hängen. Liebe, jemanden voller echter Wertschätzung zu seinem Besten und nach seiner Würde zu behandeln. Nicht nach dem, was ich von dieser Person erhalte oder was mir gut tut, sondern das, was für sie angenehm ist, was ihr dient. Freude wächst. Eine innere Freude, die nicht von Stimmung abhängig ist, die nicht einfach von den Umständen abhängig ist. Sonst wäre Freude ja einfach, aber die dann innerlich wie bleibt, auch in allem drin, ein Frieden, ein inneres Vertrauen, dass Gott alles in der Hand hält, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Dass ich innerlich weiß, er wird es gut führen. Geduld. Mühsame, schwierige Situationen aushalten zu können, ohne zu explodieren, aber auch ohne aufzugeben. Und je nachdem haben wir die eine oder andere Herausforderung. Wenn es mühsam, belastend wird, mit Menschen in Situationen, dass wir entweder explodieren oder einfach denken, ja, das ist alle Hoffnung verloren, ich habe keine Ahnung, das war's. Geduld macht beides nicht und hält einfach aus. Das kann man in der Erziehung gebrauchen zum Beispiel. So. Nein, ich probiere jetzt das auszuhalten, nicht aus mir, aber aus dieser Kraft heraus. Und nicht gleich zu explodieren und nicht schon denken, ja, weil ich kann es eh nicht. Und bei denen würde das funktionieren, bei uns ist es immer raus. Das wäre Geduld. Freundlichkeit. Anderen so begegnen und ihnen dienen, dass ich dabei verletzlich werde. Manipulation wäre das Gegenteil. Menschen so eigentlich innerlich einzuspannen, wie man sie gerne hätte und Druck und so. Sondern freundlich begegnen. Wir haben Güte.
aufrichtig jemand Gutes zu wünschen in jeder Situation. Aufrichtig Gutes. Nicht so schleimerisch und ja, ich wünsche, sondern aufrichtig wünsche ich dir das Beste. Kennt ihr so die gütigen Augen einer Großmutter zum Beispiel? Das merkt man sofort. Die meint es gut. Und Kinder sehen das zum Beispiel immer gleich. Die merken, da kann ich vertrauen. Das meint Güte, dass Menschen mir begegnen und merken, der meint es aufrichtig gut mit mir. Das verändert Menschen, wenn man das spürt. Treue, verlässlich und mutig sein. Also nicht einfach, seht ihr, die vielleicht sehr freundlich sind dann manchmal nicht so verlässlich und mutig, weil sie schnell denken, ja, wer weiß, ich will niemandem auf die Füße treten. Verlässlich und mutig zu sein, aber das liebevoll und wahrhaftig zu tun, treu hinzustehen. Dann haben wir, ist es hier übersetzt, Rücksichtsnahme oder Sanftmut. Könnte man umschreiben mit innerlich so stark sein, dass man nichts beweisen muss. Dass man sich nicht in den Vordergrund stellen muss. Weil man nicht immer unsicher ist, ja, aber ich muss doch auch und wieso darf die jetzt immer? Sondern denkt, das kann ich stehen lassen. Ich bin innerlich geerdet und stark. Das gibt eine ganz ruhige, diese sanftmütige Natur, diese Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit könnte man auch übersetzen. Die Selbstkontrolle, das Richtige zu tun und nicht das, was jetzt von meinen Impulsen gerade eigentlich sein müsste. Also in einem Konflikt nicht gerade sofort zurückgeben, zu denken, jetzt wäre doch eigentlich und du hast sowieso, sondern merkt, stimmt, ich kann das wie kurz bremsen. Beim Autofahren kann man das auch trainieren. Das merke ich immer auch selber. Aber so, da gibt es so Impulse und denke, ja, und das ist noch zu knapp und der sollte doch mal. Ich denke, genau, jetzt könnte ich das üben. So, das wäre ein kleiner Feldversuch. Wenn jetzt diese eine Frucht sind wir jetzt wie durchgegangen, was ich merke, so werde ich gerne behandelt. Die Sehnsucht nach Frucht, wir sind in diesem mittleren Teil. Ich sehne mich eigentlich danach, so behandelt zu werden. Ein kleines Beispiel, eigentlich harmlos, wie das halt passiert. Ich bin sehr viel in Zürich und in der S-Bahn unterwegs mit sehr vielen Menschen und da bin häufig noch am Notebook und so und dann stehe ich nie zu früh auf, aber auch nie zu spät, um auszusteigen. Aber einmal war ich dann doch eher einen Schritt zu spät. Da kommt man runter, zack, die Tür geht auf und ich bin noch einen halben Meter zuvor und da kommt schon so ein großer, breiter Geschäftsmann hinein und sieht mich und anstatt kurz mir Platz zu machen, läuft er einfach BAM in mich rein. So. Da kommt kaum Zeit und dann steige ich draußen, Zug weg. Und der erste Impuls natürlich, ich bin ja auch ein gestandener Mann und so, was fällt dem ein? Und da merke ich innerlich, ja eigentlich, ich kann jetzt schon so tun, als wäre ich jetzt einfach aggressiv. Eigentlich bin ich verletzt. Ich bin also wenn ich als Mensch so rücksichtslos behandelt werde, das tut mir weh. Und das geht allen Menschen so. Auch den gestandensten von außen, Männer und Frauen so. Wir sehen uns danach, genau so behandelt zu werden. Das ist interessant vom Prinzip. Ich freue mich, wenn man mit mir freundlich, mit Frieden, mit Güte, mit Treue, mit Rücksichtsnahme umgeht. Das brauche ich, danach sehne ich mich eigentlich. Und vielleicht geht ihr das auch so durch und merkt auch, dass es schon Menschen kennt, die das nötiger hätten. Und ihr merkt schon von der ganzen Predigt, mein Hauptziel ist nicht, dass wir jetzt alle anderen vor Augen haben und denken, die müssten mal. Aber es gilt, das kurz auch ernst zu nehmen. Dass gerade auch, wenn man in Gemeinden unterwegs ist, und ich denke, ich spreche mal auch zu Menschen, die sehr viel mittragen, vielleicht schon lange, dann sieht man vieles davon, das nicht so ist. Dann sieht man auch Dinge, die einem enttäuschen und frustrieren, wo man denkt, das darf doch nicht wahr sein, oder? Wenn wir doch an Jesus glauben, das kann doch nicht sein. Konflikte, wo die so verfahren sind. Menschen, die wie so an einer Gottperspektive immer genau wissen, was genau wäre richtig und falsch und alles genau den Überblick haben. Ich denke, das kann doch nicht sein. Ja, was passiert daraus? Wenn ich das immer erlebe und sehe, dann kann es passieren, dass daraus Enttäuschung,
Das kann auch in einer Familie wachsen, das kann auch in einer Ehe wachsen. Und ich verstehe das sehr, wenn ich sehr was miterlebe. Aber es ist halt genau das Gegenteil von dem da, oder? Wenn man das so viel erlebt, kann genau passieren, dass Bitterkeit, Frustration immer mehr zunimmt, was man doch eigentlich gerade nicht will. Das zeigt einfach, wir haben das bitter nötig. Ich selber. Ich brauche diese Veränderung. Ich brauche auch diesen Schutz. Und das gilt für jeden. Es ist mir immer wieder eine Hilfe, sage ich mir selber auch. Stellt euch mal vor, die Person, die aus eurer Sicht das am allermeisten erfüllt. Irgendjemand werdet ihr vor Augen haben. Jemand, wo ihr denkt, da ist wirklich jetzt von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit sichtbar und erlebbar. Stellt euch die Person wie vor. Und ich kann euch garantieren, ihr seht eine Person, die noch viel geistliches Wachstum vor sich hat. Das haben wir nicht erreicht. Und gerade auch mit Menschen auf der Bühne und so, denkt immer daran, dieses Wachstum haben wir alle bitter nötig, wo wir auch stehen. Dass keiner, der denkt, oh ja, das läuft sehr gut bei mir, wunderbar. Sondern wenn, wächst diese Sehnsucht, Herr, lass das noch mehr zunehmen. Lass das meine Frau erfahren, mehr als letztes Jahr. Jetzt für mich persönlich, weil ich verheiratet bin. Lass das meine Gemeinde erleben dieses Jahr, dass etwas bei mir sichtbarer ist. Dass mehr Frieden, mehr Güte, mehr Treue da ist. Diese Sehnsucht, denke ich, will es in uns wecken, weil wir dieses Wachstum bitter nötig haben, weil wir das brauchen. Wie ist es denn möglich zum Abschluss? Also dieses Wachstum, es funktioniert genau wie gehen wir hier nochmals zurück, beim natürlichen Wachstum, es funktioniert nicht durch Ziehen. Also wenn man am Rüebli zieht, dann ist es einfach kaputt, oder? Wenn man einem Apfel, der noch gar nicht entstanden ist, denkt, ja, entstehe jetzt, geht er kaputt. Es ist genauso bei der geistigen Frucht. Wenn man denkt, ja, ich müsste doch mehr, oder sie sollte doch, er müsste doch, wenn er richtig und denkt und macht, oder meine Gemeinde müsste doch liebevoller. So funktioniert Wachstum nicht. Es funktioniert genau im Gegenteil, im Loslassen, im Ruhen lassen, im Raum geben. Dann beginnt es erst richtig zu wachsen. Wo beginnt dieses Wachstum? Wir haben es am ersten Punkt schon angeschaut. Wenn wir zurückgehen, die ganze Geschichte dieser Frucht, durch den kleinen Ast zum großen Ast, zum Hauptast, der mal gewachsen ist, durch den großen Baum und zurück, ist ein kleines Samenkorn da. Daraus kommt das ganze Wachstum. Ein Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, sagt die Bibel in einem Bild. Also dass es eigentlich wie sein Leben gibt und daraus wächst alles. Jesus selber sagt, ich glaube, darin ist dieser Schlüssel, nicht im Ziehen, sondern im das Entdecken. Er sagt im Johannesevangelium 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und er sagt damit, ich bin dieses Weizenkorn, ich bin dieses Samenkorn, ich werde wie in die Erde geworfen, ich sterbe, damit viel Frucht entsteht. Diese Veränderung in diesem Leben, diese Frucht des Geistes werden wir nur erfahren, wenn wir dieses Samenkorn Jesus kennen. Wenn wir sehen, da ist der Herr von Himmel und Erde, der Mensch wird für mich, weil ich das nötig habe, weil ich eben gerade nicht so bin von Natur aus. Und bereit ist, all meine Schuld zu tragen, bis ans Kreuz und zu sterben, damit ich Leben haben darf, damit durch diesen Tod, und das unterstreicht die Auferstehung von Jesus nach 3 Tagen, die Kraft der Auferstehung in mir wirksam ist und viel Frucht entsteht. Da beginnt das Entscheidende. Siehst du das? Siehst du diesen Jesus, der dich kennt und der dich liebt und sein Leben gibt für dich, damit du leben kannst? Vertrau auf ihn. Da beginnt Wachstum. Und wenn ich mir Veränderung wünsche heute Morgen, ist es nicht, dass ich denke, ja, so könnte ich 3 Tipps, um liebevoller zu sein. Da beginnt es da. Beim Blick auf ihn, das Kreuz, das Symbol,
Sage, Jesus, das will ich verstehen. Das will ich in mein Leben aufnehmen. Wie verloren ich bin aus mir selbst und wie vollkommen geliebt und erlöst ich bin. Wirke du in mir. Das ist der allerbeste, der erste Grund, dass Wachstum überhaupt entstehen kann. Nichts anderes wird dich so sehr verändern, als die Schönheit dieser vermeintlichen Schwachheit zu sehen. Nichts wird dich mehr verändern. Versuch ihn mehr zu verstehen. Versuch in diese Beziehung zu Jesus zu investieren. Daraus wächst diese Veränderung. Und wir haben es zu Beginn gehört. Was steht auf deinem Handybildschirm? So, das wäre auch dieser Fokus, oder? Ich hänge mich an Jesus dran, ich vertraue ihm alles an. So, gell? Stimmt's? Wenn ich mir mehr Frucht wünsche, und die ist nötig, dann ist das eigentlich der erste, der entscheidende und der grundlegendste Schritt. Daraus wächst alles andere. Daran ist er selbst, ist der Geist Gottes in mir wirksam. Such diese Beziehung. Die wird dich verändern, die Schönheit dieser Schwachheit. Und dann sind es wie so Wege, wir sehen dann im Galaterbrief vorher, wie sagt, legt Dinge ab und lebt aus dem Geist. Und das ist das, was wir dann für uns immer wieder durchspielen können. Ein kleines Beispiel, wir haben auch kleine Kinder oder jetzt schon wieder ältere Kinder. Mein Kind ist immer überfordert für den Kindergarten, weint jeden Morgen. Es ist immer ein Kampf, es ist ein Kampf in der Gemeinde. Und irgendwann kann ich denken, ich kann es einfach nicht richtig oder mein Kind ist einfach, man wird frustriert, enttäuscht, über sich häufig auch. Ich war ein Stück weit wütend über das Kind, denke, das muss doch gehen. Alle anderen. Und dann wächst alles das heraus an Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung. Man versucht es doch noch zu tarnen, man hat schon Angst von jedem Morgen, der wieder kommt. Und dann erinnern, Jesus, mein tiefster Wert ist, ich bin geliebt von dir. Ich darf eine Mutter sein, wo es nicht gelingt. Mein Wert liegt ja gerade nicht darin, dass ich im Vergleich zu anderen das perfekt im Griff habe. Und mein Kind darf schwierig sein. Das sagt nichts über mich aus. Weil mein Wert, mein Halt, meine Identität ist in Jesus allein. Merkt ihr? Es gibt einen anderen Boden. Auf diesem Boden kann neue Gelassenheit wachsen. Ein neuer Friede wachsen, ein neues Vertrauen, dass er uns da mitten hindurchführen wird. Und dass er auch einen guten Weg für mich und mein Kind hat. Da entsteht Friede daraus, da entsteht Liebe daraus. Da kann sogar mitten in den Kämpfen eine Freude entstehen. Das ist dieser Weg. Und da habe ich nicht mich bemüht, ich müsste doch irgendwie das besser machen können, sondern das auch zu realisieren, denke, wie sehr mache ich meinen Wert davon abhängig. Und dann zu sagen, Jesus, du bist mein Leben. Daraus kommt dieses Wachstum. Und das wünsche ich mir weiterhin. Und das wünsche ich euch als Gemeinde und das wünsche ich jeder Beziehung, die hier mit versammelt ist oder jeder Ehe und jeder Familie, wenn ihr auf Jesus vertraut, dass ihr ganz persönlich das erfahren dürft. Die Frucht des Geistes, die in euch wirksam ist. Das ist die Einladung zu sagen, Herr, nicht bemühe dich umso mehr, sondern lass mich ein guter Boden sein für dich. Lass mich ein Mensch sein, wo andere durch mich aufgebaut werden, um mich rundherum, weil sie Güte, Treue, Friede immer mehr erfahren. Lass diese Frucht in meinem Leben wachsen. Das können Teenager, das können Eltern, hat man als Senior auch nicht fertig erreicht. Sage, Herr, ich will so ein Boden sein, dass das in mir wächst. Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Herr, lass das zunehmen durch dich. Dafür bete ich zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke für dieses Prinzip von Wachstum, wo das so anders ist, wie das, wie wir heute geprägt sind, wo wir immer denken, man muss sich halt zusammenreißen und wer will, der schafft das schon und man muss sich nur bemühen und die bemühen sich alle nicht und mein Partner müsste mehr, sondern Wachstum, das du schenkst. Herr, hilf loszulassen. Zeig uns auf, wo wir vielleicht unseren Wert von so viel anderem abhängig machen und dadurch frustriert, enttäuscht, wütend, hoffnungslos sind. Auch gerade in Beziehungen in der Gemeinde. Herr, lass uns ein guter Boden sein, dass dieses Wachstum zunehmen kann, dass die FEG Embrach erfahren darf, wenn man 6 Monate zurückschaut, jeder für sich,
dass durch dein Wirken, weil wir dich vor Augen haben, weil wir verstehen, dass unser tiefster Wert, alles, was wir sind, in dir sind, du, der schwach wurde für uns, sie verändert wird, dass Liebe, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung zunimmt, dass Menschen um uns herum gesegnet und gestärkt werden, zu dir hingezogen werden, Herr. Wir beten dich darum, schenke du dieses Wachstum, das wir nicht selber bewirken können. Und danke, tust du das. Danke für diese Verheißung, dieser Vers, der das sagt, dass es so ist und dass das kraftvoll in uns am Werk ist, Herr. Amen. Ihr seid eingeladen, diesem Jesus zu begegnen, gerade auch jetzt in diesen Dienen.